Aus der Region für die Region. Das Migros-Label für regionale Produkte wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten. Kochen ist eine grosse Leidenschaft von vielen Männern. Das Messer in der Hand zaubert ihnen ein Lachen aufs Gesicht. Wenn es brutzelt und zischt, dann sind sie glücklich. Die 5 Hobbyköche, die gegeneinander antreten. Jeder will besser kochen als der andere. Aber welcher hat tatsächlich am meisten Talent? Wer kann seine Konkurrenten mit dem besten Menü besiegen? Sie schenken sich nichts in diesem Wettkampf am Herd. Das ist SRF bei den Leuten, Mannenküche. Der Gastgeber von heute heisst Lorenz Graf. Er ist 36, wohnt in Zürich und ist ein passionierter Koch. Seine ganze Leidenschaft hat der Lorenz das Mal in diese Ententerrine gesteckt. Die Leidenschaft bleibt drin, aber die Terrine, die muss raus. Mal schauen, ob die da rauskommt. Nicht. Dann muss ich schnell nachhelfen. Okay. Wir müssen wahrscheinlich aufwärmen lassen. Am Lorenz seine 4 Gäste und Konkurrenten sind schon in der Stadt. Der Dirk Büchi kommt aus dem Zürich-Ungerland und der Stefan J.J. Meder aus dem Berner Oberland. Der Asphalt-Cowboy Harry Zartl aus dem Kanton Bern und der Thomas Blum aus dem Luzernischen. Jetzt muss es Diffi gehen, ob ein bisschen Wärme in der Terrine aus dieser Form lüpft. So, also wenn es jetzt nicht geht, dann schneiden wir sie einfach an und lupfen sie raus. Aha. Voilà! Darf ich vorstellen? Terrine du Canard. Oder auf gut Schweizerdeutsch Ententerrine. So. Von außen sieht es aber eher aus wie ein Speckkuchen. Und von innen ist alles so, wie es sein sollte. Ich würde sagen, Win. Super. Wirklich tipptopp. Zufrieden. Ganz fest zufrieden. Sie ist cremig. Die Nüsse lassen sich schneiden. Die Stückchen sieht man auch. Ja. Grossartig. Super. Mitten in der Grossstadt, umgeben von Lärm und Verkehr, kocht man etwas anders als auf dem Land. Anders, aber definitiv nicht schlechter. Die Erwartungen der Gäste sind hoch. Ich erwarte von Lorenz heute etwas ganz Verrücktes. Es könnte Molekularkoche sein, auf jeden Fall etwas sicher, was ich noch nie hatte. Ich erwarte von Lorenz eine moderne, experimentelle Küche, vielleicht sauer mit etwas Süßem kombiniert. Auf jeden Fall muss das Gesamtbild stimmen. Und dazu gehört auch die Erscheinung vom Koch selber. Die letzten Handgriffe in der Küche müssen warten, bis das Hemdli und das Haar sitzt. Ich erwarte heute Abend internationale Küche. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es etwas Asiatisches dabei hat. Ganz sicher eher etwas Mutiges. Ich denke so, unkonventionell, unerwartet. Zum Beispiel Kaffee oder Schokoladensauce, so irgendetwas zu einem Fleisch. Das würde ich ihm zutrauen, im Gegensatz zum täglichen Kochen. Der Lorenz will noch heute ein paar Crêpes für das Dessert machen. Ja, das kann noch lustig werden mit diesen Crêpes. Mach keine Crêpe im Ketz. Dritter Stock.
Jetzt einfach nichts dergleichen tun. Der Lorenz zeigt sich als total entspannter Gastgeber. Stefan, hoi. Harry, alles klar? Kleinigkeit. Oh, danke vielmals. Geht doch schon mal da ins Wohnzimmer, könnt ihr die Bändchen dort hin tun. Oh, cool, ich liebe Tulpen. Also, dann gehen wir gerade mal in die Stube, würde ich meinen. Bitte schön. Merci. Wow, cool. Schön. Willkommen in meiner bescheidenen Stube. Bescheiden, ja du. Schön. Cool. Mit einer einfachen Tischdeko und könnt ihr Platz nehmen. Vor euch haben wir auch gerade das Menü, dann könnt ihr mal das Menü schon mal anschauen. Zur Vorspeise gibt es Erbsli Panna Cotta mit zweierlei Enten, nachher eine glasierte Kalbsbrust und zum Dessert die hergejuffelten Crêpes Suzette. Zum Wohl, Harry. Lorenz. Prost. Danke. Stefan. Thomas. Prost. Santé. Vor diesem noblen Menü serviert der Lorenz ein ganz bodenständiges Apero. Ja, wirklich fein. Überraschend fein. Gell? Auch für einen Nicht wirklich gerne Bier-Trinkenden. Also, das ist feines Bier. Gut. Ich habe noch mal eine raus, also falls ihr nachher noch mal Nachschub habt. Es hat noch. Ja. Dann gehe ich mal in die Küche raus und mache den ersten Gang parat. Tauben stehen nicht auf dem Menü. Auch wenn es von denen genug herum hat in Zürich. Fast so viel wie Tram. Und Menschen. Und Bürohäuser. In so einem arbeitet der Lorenz Graf. Er ist Informatiker und sein Büro ist ganz in der Nähe von seiner Wohnung. Nach dem Feierabend macht er sich immer zu Fuß auf den Heimweg. Hier wohnt er, zwischen Kunstgalerie und Pizza Takeaway. Wirklich lang ist er aber nie daheim. Ich genieße es auf jeden Fall, dass ich in der Stadt wohne. Und weil meine Freunde eigentlich hauptsächlich hier in der Stadt Zürich sind, ja, ist das eigentlich der Hauptgrund oder die Hauptbedeutung, dass ich hier in der Stadt wohne. Ja, es gibt auf jeden Fall auch Nachteile in der Stadt. Es ist manchmal laut, wenn man auch mal gerne ein bisschen Ruhe hat und so weiter. Aber grundsätzlich bevorzuge ich es schon in der Stadt zu wohnen. Nur ein paar Minuten von seinem Daheim weg kann der Lorenz seinen Lieblingssport trainieren. Das gibt mir einen guten Ausgleich, sportliche Betätigung neben dem Bürojob. Man muss ja schauen, dass man fit bleibt. Man kann nicht immer nur kochen und essen. Zahnschutz statt Fleisch im Mund und in der Hand ein Seilgumpi und keine Pfanne. Seit einem Jahr boxt sich der Lorenz regelmässig durch ein intensives Trainingsprogramm. Kochen braucht schon Kondition, aber in einem anderen Bereich. Das braucht Körper viel mehr. Schau mich mal an, das arme Häufchen. Los! Ja, genau. Ein anderer würde nach diesem Training direkt ins Bett liegen. Aber für Lorenz fängt der Abend jetzt erst an. Sein Körper braucht zuerst einmal Flüssigkeit. Super. Und Kalorien. Es gibt Kackets und Hörnli. Ja, ich muss ehrlich sagen, für mich unter der Woche koche ich meistens recht einfach. Also da gibt es ein bisschen Pasta, da gibt es ein Pouletbrüstchen mit Salat oder so etwas, weil ich meistens dann gerade etwas vorhabe und wenn ich heimkomme, eigentlich gerade wieder weiterziehe. Wenn ich Gäste habe, dann koche ich eher aufwendig und auch sehr gerne. Momentan ist der Lorenz Single. Er hat klare Vorstellungen von einer künftigen Freundin. Eine Frau an meiner Seite müsste auf jeden Fall geniessen können. Sie muss Spass haben, auch am Essen. Es wäre natürlich schön, wenn sie nicht Vegetarierin wäre, weil ich koche auch gerne mal Fleisch. Ich bin nicht ein mega Fleischnarr, der nur Fleisch isst und es gibt nichts anderes.
Aber es wäre natürlich schön, wenn man mal ein feines Rindsfilet macht oder ein Entrecote, dass dann auch die Freundin oder die Begleitung Freude daran hätte. Yeah, die Jungs sind da! Woo! Einmal im Monat treffen sich der Lorenz und seine Freunde zum Herrenabend. Hallo! Heute müssen sich seine Gäste das Essen zuerst verdienen. Sie helfen dem Lorenz, die Möbel umzustellen, für dass er genug Platz hat für die Tafelrunde. Das dort rein und das dort da außen. Dann gehe ich in die Küche und mache weiter. Für das Kacketen von Lorenz arbeiten seine Kollegen gern. Es hat immer ganz eine besondere Note. Er löscht es nämlich mit Whisky ab. So, normalerweise gibt es einen Schuss Talisker drin. Jetzt habe ich halt den anderen nehmen. Fein. Das schmeckt einfach gut mit einem Schuss Whisky. Wer beim Lorenz isst, der muss mit unkonventionellen Ideen rechnen. Ich habe Äpfelmus nicht so gern zu den Hörnli. Irgendwie das Salzige und Süße bin ich schwierig. Ich habe entdeckt, mit frischen Pilz angebraten oben drauf. Das ist eine super gute Kombination von den Geschmäckern und darum habe ich gedacht, mache ich das heute so. Das ist meine eigene Variante von dem Ganzen. Essen! Bier! Ja, Gebüsch. Und nach dem Äpfelmus fragt niemand. Ja, ich habe eigentlich Äpfelmus erwartet. Ja. Bin aber zufrieden mit den feinen Pilzen, die wir gemacht haben. Die Kollegen hocken gern beim Lorenz am Tisch, weil ihm beim Kochen keiner das Wasser reichen kann. Er hat ja bewiesen, dass er im Sport und so nichts erreicht hat. Und das ist jetzt eines seiner grössten Hobbys. Und da ist er jetzt so dran, das kommt gut. Das stimmt eigentlich. Wenn man etwas macht und das klingt so, wie man es sich vorstellt, dann kommt man Hühnerhaut über. Dann kribbelt es einem den Rücken ab. Das ist etwas sehr, sehr Tolles. Und das ist auch ein bisschen der Grund und der Drive, warum ich immer wieder Freunde bekoche oder das Essen mache bei mir und so weiter. Dann hole ich noch das Dessert. Hast du jetzt etwas gemacht, oder? Lass dich überraschen. Ja, Dessert. Dessert? Ja, Dessert. Komm mal wieder. Die Tankstelle vis-à-vis war für Lorenz schon manchmal die letzte Rettung, wenn er etwas vergessen hat. So wie heute das Dessert. Also, schon mal rauchen? Yay! Das ist ein Dessert. Hast du aber nie gegeben. Ui, ui, ui. Bei der Tafelrunde würde diese Notlösung ein paar Nötchen kosten. How fickle my heart and how woozy my eyes. I struggle to find any truth in your lies. And now my heart stumbles on things I don't know. My weakness I feel I must finally show. Lend me your hand and we'll conquer. Am nächsten Morgen. Kaum ist es hell von aussen, dreht sich beim Lorenz schon wieder alles ums Kochen. Aber für einmal macht er das nicht in seiner kleinen Küche, sondern von aussen. Das ist das Restaurant von einer guten Freundin von mir. Sie ist Küchenchefin da und hat mir die Möglichkeit gegeben, um Platz zu benutzen und ihren Smoker. Auf diesem Smoker will der Lorenz jetzt seine frischen Entenbrüstchen räuchern. Das Räuchern ist eine richtige Wissenschaft. Man muss die besten Tricks kennen, für das Fleisch den perfekten Geschmack bekommt. Die Späne sind die eigentlichen Räucherspäne. Das ist das, was nachher den Rauch macht. Darum habe ich sie auch ins Wasser eingelegt. Das tun wir jetzt hier auf die heiße Gluse rein und jetzt fängt das schon an, so ein bisschen an Rauch zu ziehen. Und wenn alles fertig zusammengesetzt ist, wird aus dem Kugelgrill ein Räucherchemie. Das Räuchern finde ich sehr spannend. Das ist ein sehr spannender Prozess, den man auch nicht einfach so macht. Also kochen, dämpfen, grillen ist das eine. Aber man kann eben auch etwas räuchern. Und es gibt einen sehr speziellen Geschmack, den habe ich auch sehr fein. Den gibt es aber nur, wenn man den Deckel nicht mehr aufmacht. Die Temperatur sollte konstant bei etwa 230 Grad Fahrenheit bleiben. Das sind 110 Grad Celsius. Und das 2 Stunden lang. Räuchern ist eine Geduldsprobe.
2 Stunden und 3 Kaffee später kommt Lorenz seine Kollegin schauen, die Küchenchefin Sanne Eisenring. Hallo. Ja, ist gerade fertig. Wir schauen mal rein. Bin ich gespannt. Achtung. Ja, ich glaube, das so muss sein, oder? Ja. So wie letztes Mal. Ja, perfekt. Hört mal um. Das ist doch perfekt. Schau mal. Schön Fluss. Ja. Was machst du jetzt dazu? Erbspanna Cotta gibt es. Als Vorspeise. Mit? Dann mache ich noch Rande machst du auch? Randenschlee, genau. Und dann mache ich noch das Terrindli. Das Menü hat er mir kurz erzählt und ich würde gerne essen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich kein Mann bin und dass ich nicht mitessen darf. Das Urteil von der Sanne ist dem Lorenz wichtig. Dank ihr hat er seine Leidenschaft für das Kochen entdeckt. Sanne ist definitiv eines meiner Vorbilder, ja, und auch ein bisschen eine Mentorin. Ich habe sehr viel von ihr abgeschaut und eigentlich auch so die ganze Passion von Produkten, vom Kochen, vom Kreativen, vom Menüs zusammensetzen und so. Das habe ich definitiv von ihr gelernt, mitbekommen, abgeschaut und so weiter. Erst beim Aufschneiden zeigt sich, ob der Lorenz gut geräuchert hat. Fest durch. Gut, fest durch? Mhm. Wie heiß hast du denn gemacht? 100, 120 bestimmt. Ja, aber jetzt ist es ja noch heiß. Ja, ja. Wenn du die Ruhe lässt, dann ist sicher gut. Eher zu fest durch, aber ist sicher nicht schlimm. Ist noch ein kalt gegessen von dem her. Die Entenbrüstchen brauchen jetzt noch die passende Begleitung. Zutaten kauft der Lorenz auf dem Merit am Zürcher Helvetiaplatz. Für jemanden, der so leidenschaftlich kocht wie er, sind all diese Stänge ein Schlaraffenland. Dass ich mit ein paar wenigen Fußschritten bei mir um die Ecke eigentlich so einen Markt finde und frisches Gemüse einkaufen, das ist einfach nur grossartig. Und ein grösserer. Ja, ganz immer noch 2 oder 3 Bund Thymian, bitte. Herrlich. Ich habe einen Kalbsbrust bestellt. Dann habe ich frische Milch bestellt. Den Hauptgang. Super. Ja, tipptopp. Und dann bin ich ja noch am Ententerrine machen. Da frage ich gerade mal, ob sie noch einen Zusatz haben, den ich in Terrine machen. Und sonst noch einfach mit der Leber? Dann würde ich Leber nehmen, glaube ich. Ja. Die kann man sogar einfach ein bisschen pürieren und dann durch ein Sieb streichen. Geht ganz gut. Ade, schönen Tag. Jetzt sind alle Zutaten da, die Vorbereitungen können anfangen. Für die Ententerrine braucht es viele verschiedene Arbeitsschritte. Den Anfang hat der Lorenz schon am Vortag gemacht. Das schmeckt ja gut. Dann habe ich die Entenbrust mit Thymian, Lorbeer, Wacholder, Salz, Pfeffer, Knoblauch im Weisswein gelegt. Also das ist wirklich einfach zugedeckt mit Weisswein. Und das habe ich jetzt über Nacht lang so im Kühlschrank marinieren lassen. Jetzt muss die Entenbrust im Bouillon garen. Ein paar feine Würfel soll man in der Terrine noch spüren. Der Rest des Fleisch wird nachher püriert. Natürlich braucht es Passion, wenn man Sachen vorbereitet, die Aufwand bedeuten. Aber eine Terrine ist auch etwas sehr Feines. Da muss man einfach eine Passion dafür entwickeln. Gut gewürzt püriert der Lorenz die Fleischwürfel zu einer sämigen Masse. Den geben wir gerne. Super. So. Specken, abfüllen, Wasserbad. Super. Nochmal langsam zum Mitschreiben. Man legt eine rechteckige Form grosszügig mit Speckscheiben aus und tut dort die Masse reinfüllen. So, gut. Ready fürs Wasserbad. Bevor er weitermachen kann, muss der Lorenz zuerst einmal abwaschen.
Seine Küche ist munzig. Ja, zu wenig Platz habe ich eigentlich immer, wenn ich für so viele Leute koche. Aber man arrangiert sich dann irgendwie. Meistens geht es dann schon. So, machen wir noch ein paar Cottas. Aber keine süßen, sondern solche mit Erbsli. Und zwar mit ganz frischen. Das hier wird ein Randenschlee. Zusammen mit einem gut Schneideln werden die Erbsli püriert. Jetzt kommt die Masse auf das Randenschlee in den Förmchen. Eigentlich müsste man jetzt schon wieder abwaschen. Aber der Lorenz verschiebt es auf später. Er hat Lust auf etwas viel Kreativeres. Zusammen mit einem Kollegen hat der Lorenz ein Kunstatelier. Hier tut er malen und basteln. Es ist ein Ort, wo Stress keinen Platz hat und der Lorenz seinen Kopf lüften kann. Jetzt mal ein oben runterkommen. Ich habe gedacht, du bist sicher schon am Kochen und alles. Hey, Jesus Gott. Es ist lässig, es ist mega lässig, aber es gibt so viele Sachen, wo ich daran denken und ich Angst, dass ich mich auf Geiss. Im Moment experimentiert er mit Naturmaterialien, die er in Kunstharz eingießt. Heute nimmt sich der Lorenz ein Hasenfähli vor. Gemeinsam hat Kunst und das Kochen eigentlich, dass es zwei grosse Leidenschaften sind von mir, aber ich würde beides nicht aufgeben. Die Kunst gefällt mir sehr gut, was er macht, auch mit dem Harz, mit eingegossenen Sachen. Das Essen ist auch jedes Mal phänomenal, das ist ja so. Ich bin überhaupt kein Koch und ich bin immer sehr gerne bei ihm eingeladen. Also, ich glaube, er hat sehr gute Chancen zu gewinnen. Und ja, ich glaube, die Kreationen werden sicherlich gut und werden schmecken. Heute muss der Lorenz beweisen, was er im Herd kann. Den genauen Ablauf hat er sich notiert und immer vor Augen. Meine Verfassung ist gut. Ich bin ein bisschen leicht nervös, was auch eigentlich gut ist. Ich glaube, ich habe an alles gedacht. Das Essen ist auch schon fast parat. Ja, super. Ja, vor allem selber gerölt. Die 4 anderen Hobbyköche sind beeindruckt vom Menü. Sie wissen, wie viel Bütze dahinter steckt. Ja, ich kann selber Terrine machen, selber räuchern und das. Da musst du wirklich stundenlang Zeit haben. Das ist extrem aufwendig. Ja. Das ist hoch, ja. Das klingt gut. Ja, würde ich sagen. Zur Vorspeise gibt es Erbsen-Panna Cotta mit Randenschlee und 2 Enten. Schon vor dem ersten Gang kämpft der Lorenz mit seiner viel zu kleinen Küche. Die 5 Teller haben kaum Platz auf der Anrichtung. Und gleich lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen und platziert eins um das andere auf den Teller. Auch das Grünzeug, das gar nicht auf dem Menü steht. Das ist ein bisschen Brunnenkresse. Das gibt noch ein schönes Grün drin und hat einen sehr feinen Geschmack. So. Yeah. Schon nach ein paar Minuten serviert der Lorenz seine Vorspeise. Boah, sensationell. Ich mache jetzt einfach einmal links, einmal rechts. Beziehungsweise einmal rechts, einmal links. Also wir haben das Erbsen-Panna Cotta, dann die Entenbrust, die Terrine, ein bisschen zusätzlicher Gelee. Einen guten. Danke vielmals. Das sieht sehr schön aus. Einen guten. Einen guten? Ja, bon Appetit. Oder für Merit, aber bin ich sicher bei dem. Jetzt kommt aus, ob es auch so gut ist, wie es aussieht. Muss ja nicht. Die Vorspeise hat mir wirklich super gefallen, wie es angerichtet war. Mit den Randen, mit den Erbsen, super Farbspiel gegeben.
Was man vielleicht bemängeln könnte, dass die Ente ein bisschen zu lang geräuchert war. Das ist das Einzige, was ich bemängeln bei der Vorspeise. Was habt ihr für ein Problem? Du musst jetzt zuerst... Jetzt fehlt noch die Entfaltung. Seht ihr Stefan? Im Gegensatz zur letzten Tafelrunde sind auch die Gläser schon gefüllt. Und erst noch mit einem Wein aus der Region. Sehr fein. Ja. Wirklich passt wunderbar. Es war ein hervorragender Auftakt von diesem heutigen Menü. Die Farbkomposition war sehr gut, geschmacklich wunderbar abgerundet, auch sehr schön mit dem Chardonnay. Der Rauchgeschmack der Entenbrust war sehr angenehm. Die Erbsen sind vom März. Also ich bin auf den März gepostet. Ist da noch ein Pistazien drin, oder was ist das da? Ja, bei der Ententerrine hat es Pistazien. Hast du frische Erbsen bekommen? Wo haben wir da März? Auf dem Helvetia-Platz. Ah, ja. Ententerrine war auch sehr gut mit diesen Pistazien drin. Gut abgeschmeckt. Für mich perfekt. Gewürzt ist Panna Cotta sehr fein gewesen. Auch bei der Ente hat es für mich gestimmt. Es war alles in allem eine perfekte Vorspeise gewesen. Anhand der Teller haben sie sehr fein gehabt. Und sie waren offensichtlich begeistert gewesen und auch den Wein hat man geschmeckt. Sie haben Freude gehabt, dass sie einen Zürcher Wein aufgetischt haben. Ja, also ich glaube, wenn es so weitergeht, dann bin ich gut im Rennen. Jetzt kommt die Hauptspeise. Es gibt glasierte Kalbsbrust mit Milke, 3 Zwiebeln und Bramata-Schnitten. Dieser Gang muss im Gegensatz zur Vorspeise warm auf den Tisch. Der berühmte hektische Moment, den ich davon erzählt habe. Das ist einmal dreierlei. Es bleibt noch dort. So. Die Kalbsbrust wartet schon ein Weile im Backofen auf ihren grossen Auftritt. Die Brust sollte eigentlich fertig sein, wenn er die jetzt erst übertun ist. Ja, vielleicht hat er nicht so manches Söffeli, oder? Braucht er auch nicht. Ein Backofen reicht völlig, wenn man weiss, wie man damit umgehen muss. Schön. Was so lange vor sich hergart, das kann ja eigentlich nur gut rauskommen, oder? Ja, super. Es ist wirklich flüderig, gut. Vorher bin ich hier eigentlich durchgebrochen. Das sieht sehr gut aus. Auch saftig, sehr saftig innen dran. Super. Ich hoffe, sie geht mir nicht auseinander beim Glasieren. Zuerst muss er jetzt noch die Milch aufschneiden. Oder anders gesagt, wieder einmal ein Brettchen abwaschen. Ich muss jetzt extrem aufpassen, dass ich da nichts verpasse. Da die Kalbsbrust nicht zu heiß wird. Die muss ich nachher noch glasieren. Die muss jetzt zuerst ein bisschen Saft ziehen, damit man den Scheu rein tun kann. Action! Der Vorteil an einer kleinen Küche ist ja, dass man sich kaum bewegen muss und alles in Griffnähe hat. Der Lorenz ist schon im Schlussspurt. Hier noch ein bisschen würzen und da noch ein bisschen abschmecken. Das ist ein bisschen kaltes Scheu, das ich da rein tue, zum Brust glasieren. Kalb zu Kalb. Passt's? Ja. Nächster Gang, die werden nachher, oder? Langsam Hunger. Ja. Gut, er hat gesagt, dass er geschaut? Nein. Wie lange hat er gesagt? 4 Stunden oder ein bisschen mehr. Ja, also darf es ein bisschen mehr sein? Ja, sind glaube schon ein bisschen mehr. Schon letzte Woche mussten die Gäste lange auf den Hauptgang warten. Vielleicht liegt es heute an der Kochtechnik. Ich bin schon ausgelacht worden, also ich musste das Kreuz kochen. Die Milke besetzen jetzt auch noch die letzte freie Herdplatte. Irgendetwas schmeckt nicht gut. Die stellen wir definitiv ab. Jetzt haben wir das Timing. Jetzt haben wir das Timing. Jetzt haben wir das Timing. Da. Timing ist gut, aber servieren wäre besser. Haben wir abgestimmt? Nein, da ist Super 7.
Unterdessen suchen die Gäste nach etwas zu essen. Wie hätte ich da noch ein Möckchen? Schau. Nimm's. Ist mir ein Brötchen? Schau mal. Macht das Kochen so überhaupt noch Freude oder artet es schon in Stress aus? Ja, ich bin recht in meinem Element im Moment. Fast ein bisschen drüber aus gerade. Aber es läuft gut. Ich glaube, es kommt gut. Nein, es sieht auf jeden Fall so aus, als es gut kommt. Passiert sieht es auch gut aus. Versorgung war eigentlich super. Eben mit den verschiedenen Farben. Absolut. Im Esszimmer wird gerade zum 15. Mal über die Vorspeise diskutiert. Einmal Zwetschgen. Es wird höchste Zeit für neue Diskussionsstoff auf dem Tisch. Zweimal Zwetschgen. Lange das? 3, ja. 4, 3. Was mache ich noch dazu? Ja. Die Bramata-Schnitte. Das ist übrigens grobe Maisgrieß aus dem Bündnerland. Ach, ist das Scheiße angerichtet. So. Und jetzt Zwiebeln. Dann einmal frittiert. In dreifacher Ausführung. Brötelt. Fehlt noch eine. Und einmal gepickelt. So. Gut. Das sieht doch schon viel besser aus. Ist jetzt alles drauf? Stimmt das? Kassel, Zwiebeln, Tomatenschnitt. Stimmt das? Wo ist das Ding? Da ist er. So. Rüebli habe ich vergessen. So. Und das jetzt noch 4 weitere Mal, bitte schön. Heiß. Meistens sind es heiß. Super. Fräulein. Wenn ein Beiz voll ist, wartest du dort sehr lange. Ja, das ist es. Da habe ich aber auch Verständnis. Oder mit anderen Worten, in einer Beiz mit nur 4 Gästen muss es schneller gehen. Und die Wärmeschublade. Das ist natürlich noch... Hey! Mal da. Oh la la. Es ist gerade ein bisschen Chaos beim Anrichten, darum sieht es ein bisschen Ehrlich? Hast du einen Bodenweiss anrichten? Nein. Hast du genug Platz? Ja. Moment, ich kann noch mal holen. Also, Armkeit. Wow. Voilà. So. Jetzt fehlt noch etwas, und zwar ist das der Rotwein. Zum neuen Gang gibt es auch einen neuen Wein. Ich glaube, das wird nicht so bekannt sein. So, darf ich die wiederum zu probieren geben? Klar, gerne. Wieso darf ich eigentlich gerne den probieren? Der Lorenz ist ein Weinliebhaber und legt auf das Getränk genauso viel Wert wie auf das Essen. Boah. Ja. Schon okay. Okay, ist der Vorname. Ey. Sensationell. Die Zürcher können einen überraschen. Hier. Das muss ich mal hier machen. Ein guter, merci vielmals. Es hat von allem noch, außer von der Kalbsbrust. Natürlich noch ein bisschen vom Glasiersaft holen. Zum drüber tun. Ob der erste Biss ein bisschen trocken war? Es verträgt ein Sauce, ist es trocken. Was ist Rind oder Kalb? Kalb. Kalbsbrust habe ich wirklich gern. Hat wunderbar gemacht, schön geschmoren, ist saftig geblieben, mindestens ein Stück. Er hat sie nicht zu stark gewürzt und das ist auch die Milch nicht untergegangen. Es war angenehm. Im Anfang hatte ich Angst, es sei zu trocken. Er hat relativ schnell als Gastgeber gemerkt, dass dort eine Sauce dazugehört und hat Jus nachher serviert. Vielleicht hätte man noch ein mehr Jus dürfen geben, weil zu diesem Gericht braucht es eine Sauce. Ein Löffel da. Genau. Voilà. Fräulein dürfte ja. Soll ich geben? Ja, komm, hock her. Du hast jetzt geschwitzt. Oh. Im Gegensatz zu den Gästen. Ausgerechnet der Bauer Thomas, der Kälbli direkt vor der Tür hätte, muss in die Stadt fahren, um wieder einmal gute Innereien zu essen. Wie hast du es hier gemacht, Milka? Kurz im Süden der Wasser, 2 Minuten. Dann geschnitten.
Salz und Pfeffer drauf, in Mehl gewendet und in Butter angebraten. Fertig. Sehr fein. Sensationell. Was hast du da für ein Gewürz dran? Ich finde es nicht. Piment. Wie heisst es? Piment, echt. Ganz leicht Nägel-Geschmack. Das ist Piment. Ich finde es auch gut. Schmeckst du raus? Ja. Okay. Das Fleisch hätte ich mehr erwartet. Und dort hatte es ein Gewürz drin, eine Art wie Nelke, wo man ein bisschen zu stark überwiegt hat. Ich tue nämlich Piment, Wacholder und Pfeffer schnell in die Pfanne anrösten. Und dann im Mörser vermörsern. Eben zum Beispiel Pfeffersorten und so miteinander anröstet und dann mörsert und so. Das habe ich das zuerst mal gesehen. Ich muss sagen, Hausmilch hatte ich schon lange nicht mehr gehabt, aber es war sensationell, wie sie gemacht war. Es war wirklich super. Auch die verschiedenen Zwiebelnarten, wie sie gemacht sind. Was bei der Kalbsbrust vielleicht ein bisschen schade war, es war eine recht grosse Portion und es war fast ein bisschen zu trocken. Sensationell. Und was meint man zu der Beilage? Paramata habe ich persönlich sehr gern, besonders wenn sie überbacken ist. Es ist auch etwas Altes, also ein altes Gericht, und ich habe das sehr fein gefunden und hat mich ein bisschen erstaunt, dass wir das hier in der Stadt serviert bekommen. Vor allem, weil ich vorausgesagt habe, dass wir eher etwas Modernes bekommen, aber geschmacklich ist sie ausgezeichnet. Meine Gäste sind, glaube ich, sehr begeistert. Und das ist, glaube ich, ein Gang. Ich bin eigentlich auch zufrieden. Die Brust habe ich gefunden, ist noch leicht trocken an ein paar Ecken. So, gut. Machen wir mal ein Mise en place. So, ja, waschen muss ich auch noch. Ich hätte eigentlich schon mal abgewaschen. Ich weiß gar nicht. Jetzt eigentlich noch warm Wasser. Auch nicht. Wie? Der Boiler ist leer. Oh, that's normal. Weiter zum Dessert, zu der Crêpe Suzette. Der Lorenz presst Orangen in reiner Handarbeit. Das habe ich mir jetzt auch schon überlegt, dass Orangenpresse wirklich eine gute Idee wäre jetzt. Ja. Aber ich habe ja schon keinen Geschirrspüler, also dann schaffe ich es auch in Orangenpresse. Natürlich, Abwaschmaschinen werden völlig überschätzt. Grosse Arbeitsflächen übrigens so. Nebendran fühlen sie schon wieder an zu stürmen. Ja, also... Ja, es hat mich schon gedacht, es ging ein bisschen. Aber wenn es so gut ist wie der Hauptgang, kann man sich aufnehmen. Der Lorenz hat nicht vor, nachzulassen. Jetzt dreht er erst richtig auf. Das Karamell und der Anke werden mit Orangensaft abgelöscht. Kann man es essen? Doch. Jetzt muss die Orangensauce noch etwas einköcheln. Eine Crêpe Suzette tut man am Schluss flambieren. Und das macht der Profi vor dem Gast. Absolut. So. Oh, jetzt gibt es noch Camping. Jetzt gibt es noch Camping, ja. Wow. Jetzt ist eine kleine Improvisation. Das ist mal der erste Teil. Dann fangen wir mal an. Crêpe Suzette zum Dessert. Oh. Der Lorenz hat recht. Beim Grand Marnier sollte man nicht sparen. Yeah. Dort ist noch weiss jetzt. Ja. Man bestaunt, der war weiss. Muss man das nicht noch kehren, weißt du, so? Nicht, hä? Das wäre nicht so gut gekommen. Oh, sauber. Und schon ist aus der Crêpe eine Crêpe Suzette geworden. So, voilà, Crêpe Suzette. Cool. Monsieur, ein guter.
Das Problem war, dass es ein bisschen lang ging, bis alle 5 etwas auf dem Tisch hatten. Wenn jetzt da 10 Personen hättest, müsstest du etwas überlegen, wie das geht nicht so. Er flambiert sich geduldig von Tower zu Tower. Er krampft, der Lorenz. Voilà. Danke vielmals. Merci beaucoup. Ein guter? Ein guter. Fein. Ja. Crêpe Suzette für mich eher ein bisschen enttäuschendes Dessert. Es ist vor allem nach dem währschaften Hauptgang für mich fast zu viel gewesen, mit nochmal einem Dessert, das Teig drin hat. Aber aromatisch ist sie ausgezeichnet gewesen, da kann man gar nichts sagen. Und was ich halt einfach immer lässig finde, wenn noch ein bisschen Action am Tisch ist, und das ist mit dem Lorenz, der da flambiert hat vor uns, ist das wieder da gewesen, und es ist super lässig gewesen. Solche Dessert, so Arten, machst du mehr, oder? Ich mache eigentlich nie Dessert. Nicht? Mehr so Käse oder Raclette-Glasse für die Tankstelle. Ihr macht gerne Dessert? Schon. Backen und so? Kuchen? Gut, ich habe den Vorteil, meine Freundin macht jetzt Bäuerinnenschule und die muss jetzt immer testen. Also backen und so. Also, super Sachen. Das ist natürlich praktisch. Ja. Das Crêpe Suzette war super fein, super lecker. Also wirklich, mal, ist perfekt gewesen. Es war schade, dass es ein Einzelnen gemacht hat, dadurch, dass sie dann relativ schnell kalt wurde. Hat wahrscheinlich 2, 3 Crêpe gleichzeitig in die Pfanne da. Aber rein geschmacklich absolut so, wie man es vor 100 Jahren wahrscheinlich mal erfunden hat. So haben sie müssen sein und so waren sie auch gewesen. Ja! Und der Gastgeber ist auch zufrieden. Super. Super. Habt ihr gesehen, wie es gebrannt hat? He? Super. Ich habe Freude. Mega Freude. Und es gibt gar nichts zu bemängeln. Es ist mir nichts abverhängt, ich habe nichts vergessen. Vielleicht finden Sie noch etwas, was ich vergessen habe. Ja. Das ist eine gute Runde. Wir haben einen feinen Wein, jetzt gibt es noch einen Kaffee, wir haben ein lustiges Gespräch. Gut. So. Kaffee und Sparschwein. Sehr gut. So, und dann hoffe ich, habe ich euch einen fantastischen Abend beschert. Und ich hoffe, dementsprechend wird sich da etwas fühlen drin. Jeder Gast kann für Lorenz maximal 150 Franken ins Kessel tun. Je nachdem, wie gut es war. Also am Lorenz, das Menü war alles in allem für mich sehr gelungen. Es war sehr fein. Es wäre mir 130 Franken wert, wenn der Dessert nicht so schwer gewesen wäre. Darum ziehe ich noch 10 ab, also alles in allem 120 Franken. Also ich gebe dem Lorenz 115 Franken. Die Latte ist hoch gesetzt, ich musste ein bisschen abziehen mit diesen kleinen Kritikpunkten. Und ich würde sagen, 115 ist mir das wert. Mir ist das Menü vom Lorenz 130 Franken wert. Es war ein super Menü. Wir mussten einfach ein lange warten zwischen dir. Das ist der Hauptkritikpunkt, den ich anbringen kann. Ich gebe am Lorenz heute Abend 130 Franken. Ich bin der Meinung, das Menü war nahezu perfekt. Man hat sich wohl gefühlt. Er hat einen wunderbaren Dreigänger serviert, den ich jederzeit auch in einem hoch dotierten Restaurant geniessen würde. Das gibt ein höchstes Total für Lorenz. 495 von möglichen 600 Franken. Damit ist er klar besser als der Harry. Aber 3 Gegner hat er noch vor sich. Und die will der Lorenz von der Spitze verdrängen. Nächste Woche probiert das der Hotelier Stefan J.J. Meder daheim am Thunersee. In einer Küche, die so gross ist, dass man zwischendurch mal das eine oder das andere verhühnert. Wo habe ich mein Lamm veressen?
Sie sahen SRF bei den Leuten mit aus der Region für die Region. Das Migros-Label für regionale Produkte.